Guten Tag miteinander, mein Name ist Burgener Ivo. Ich bin Geschäftsführer von der Firma ASAB, Sanitärapparate Burgener. Wir sind im Grosshandel tätig, Badzimmerverkäufe, also allgemein Sanitärapparat und Plättli. Ja, salut Ivo, danke für deine Zeit. Salut Michael. Schön, dich mal wieder zu sehen. Leider halt nur über die Webcam, aber das sollen wir dann sicher noch. Ivo, lass mal eine Frage, die uns immer so ein bisschen beschäftigt. Ich schaue immer gerne so ein bisschen im Hintergrund rein, ob jemand daheim ist, ob er so unterwegs ist. Wie sieht es mit dir aus? Wo bist du jetzt gerade momentan? Bei mir ist es aktuell so, also glücklicherweise bin ich im Geschäft. Jetzt gerade befinde ich mich im Sitzungszimmer von uns. Da habe ich Havarische Röhren zusammenhängert. Und ich darf wirklich sagen, zum Glück bin ich hier in der Firma. Wir dürfen noch arbeiten. Und wenn man sonst mitbekommt, was so alles abgeht, müssen wir eigentlich froh sein, dass man einer von denen weniger ist oder 5 sind ja daheim oder dürfen gar nichts machen, dann nicht die Möglichkeit, das Homeoffice hat zum Beispiel. Und für uns ist das nicht eine ideale Variante von daheim zu arbeiten, weil er halt in der Verkauf tätig war. Und darum bin ich sehr froh, dass ich jetzt gerade hier in meiner Firma hocke und hier darf sein. Schön, also man sagt ja vielmals schon, dass Schaffen soll nicht das Müssen sein, sondern das Dürfen. Aber ich glaube, mittlerweile haben sie alle begriffen, dass es Dürfen ist, oder, in dem Ganzen. Also Ivo, auch noch eine Frage, die sicher im Zentrum steht. Die ganzen sozialen Berufe, wir wissen es, jetzt sind alles Heroes, die ganzen Pfleger, Altersheime, Spital und so weiter in den Schulen. Und ich sehe es auch in meiner Freude, aber man weiss, man setzt sich ein, das ist eine Leidenschaft. Aber es ist jetzt nicht gerade, alle wissen, dass soziale Berufe sind schwer. Du bist nicht gerade überbezahlt, wenn ich es mal lieb darf sagen. Und zur gleichen Zeit klopfst du natürlich höher 3 Stunden, oder? Wie siehst du das? Hat sich jetzt das Bild im ganzen Sozialwesen verändert gegenüber diesen Berufen? Ja, zu verdanken haben sehr viel. Das ist ja, man sieht es ja in den Medien oder so, oder in den Pflegeheimen, was die leisten. Und du hast da ein gutes Thema angesprochen. Wir reden eigentlich schon jahrelang über das, dass die Jobs unterbezahlt sind, dass es zu wenig attraktiv ist, dass sich die Jungen schwer tun, das vielleicht zu lernen. Der Lohn ist auch ein Thema halt. Was will denn Lehrer machen, wenn du nachher weißt, dass du es hart hast? Darum wäre ich in der jetzigen Lage, ich meine, einen Applaus und zusammen Merci sagen, ist sicher eine sehr schöne Geste. Aber falls der Tisch gesagt, von dem haben die noch nicht gegessen, so ein Getrüchus. Dass man das wirklich jetzt einmal in die Hand nimmt, dass die vielfach sind Leistende, die Freuen oder Lehrerziehende, die in diesen Berufen arbeiten, wenn sie es mal gelernt haben, Krankenschwestern, Pflegeassistentinnen und Zeugs, dass die wirklich auch immer Lohnverhältnis ihre Berufe können ausüben können. Und so ein anständiges Leben führen. Und dass vielleicht aber ein junges Mädchen oder ein junger Typ sagt, wohl, Pfleger, Sozialdienst, kann ich mir noch vorstellen. Weil wir kommen alle älter. Wenn es kein Coronavirus hat, irgendwann bist du vielleicht mal 80 und bist froh, wenn du so viele Leute um dich hast, die dir schauen. Absolut. Absolut. Grosse Worte, und ich glaube, euch das sollte uns helfen, jetzt in der Zeit einmal ein bisschen umzuteichen und vielleicht auch andere Berufe die Wertschätzung einmal ein bisschen in die Luft zu lassen von dem Ganzen. Also, merci vielmals von dieser Seite, Ivo. Wie sieht das an uns so ein bisschen mit dem Schutz? Was habt ihr für Massnahmen getroffen? Sicher euch Eib selber intern, aber jetzt auch für Kunden, wenn man dann schaut, okay, es geht wieder langsam weiter, Baustellen, Ausstellung, weiss ich halt auch nicht, oder? Was habt ihr da so getroffen für Massnahmen? Also wenn ich vorher aber gesagt habe, wir können sehr schlecht von daheim aus arbeiten. Wir haben an dem Montag morgen gerade eine Krisensitzung gemacht. Und da müssen meine Mitarbeiter uns Kranche widmen. Jeder und jede hat gesagt, also ganz klar, wir sind da, wir arbeiten weiter, wenn wir dürfen natürlich. Und dann haben wir auch miteinander abgemacht, was wir für Vorkehrungen treffen. Ich habe das vom Kanton auch noch schriftlich mal geben, was wir dürfen machen und was wir einhalten. Und wir machen halt auch das, was mittlerweile halt alle machen, und mit dem Desinfizieren, Abstand halten, getrennte Pause,
Wir haben eine Kundschaft, wo also Dörfer empfangen, einfach nur geregelt. Wir haben so Blockzeiten, wo wir eintragen, dass nicht zu viele Leute auf dem gleichen Häufen sind. Und die vorher per Mail immer informieren, dass wir einfach, dass sie ja Achtung geben oder dass man das einfach einhalten tut, Vorsichtsmaßnahmen. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Ich mache gerne morgen die erste Runde, Desinfektionsrunde. Ja, Geländer, Türgriffe, WC, die Sachen. Und ja, das ist für uns okay so. Und das haben wir mittlerweile gewandt. Wird dann wahrscheinlich komisch sein, wenn es dann wieder mal anders ist. Und wir probieren so untereinander den sozialen Kontakt halt zu behalten. Du kannst auf 2-3 Meter diskutieren und einander eine Hilfe sein und füreinander da sein. Und das geht für uns schaffenstechnisch sehr gut. Schön, schön. Aber wenn wir jetzt ein bisschen vorwärts blicken, Ivo, auf was freust du dich, sagen wir mal, wenn es so in der Hinsicht mal wieder normal wäre, ob das nächstes Jahr ist oder was auch immer, aber du jetzt auch als Ivo selber, nicht nur als Unternehmer, auf was freust du dich, was du sagst, wenn das mal wieder reif ist, hey, da müssen wir sofort gehen. Ja, auf jeden Fall das Restaurant. Nicht nur das Viererl-Bierli, ein feines Essen, weil man vielleicht die Heimküche langsam gesehen hat. Und natürlich, was nur wichtiger ist, dass man die Betriebe so schnell wie möglich und so gut wie möglich weiter unterstützt, dass das weiterläuft. Und ich persönlich, mein grosses Hobby sind Töpfe. Ich freue mich natürlich auf die Töpfisflieg mit den Kollegen. Und ja, weil eigentlich, wenn ich zum Fenster schaue, hat es einen Hühnerherd, dass man nicht selten fahren. Hotel hat ja auch keine offen und auf das freue ich mich natürlich ganz besonders, wieder zu gehen, einmal 2-3 Tage weg zu sein. Absolut, ich glaube, also für den Tourismus hier wieder auch positiv, weil man halt jetzt, seit dem Mal jetzt nicht mehr so viel jetzt reisen ins Ausland und vielleicht verbringt man halt auch der Sommertourismus hoffentlich mal ein bisschen mehr in der Schweiz logischerweise, oder? Dass, sagen wir mal, dass das Geld hier eingesetzt wird zum Unterstützen, aber auch, Ivo, wie gesagt, Energietanken weitermachen, so wenn ich einfach die ersten ein bisschen wahrnehme, die Kommunikation sehr viel gesteigert, der Mensch ist immer nur mit einem vorne drin, aber ja, danke einfach mal, dass du dir jetzt die Zeit hast, nur so kurzfristig. Und wir wünschen natürlich auch für deinen Betrieb viel Erfolg, weiter so und auch das Statement, das du gegeben hast, aber wir dürfen schaffen, das höher starkes Wort. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das eigentlich genau das, was wir eigentlich alle dürfen leben, oder? Also viel Erfolg und viel Gesundheit und danke vielmals für die Zeit, Ivo. Ja, merci dir, Michael, dass ich dich sehen durfte. Wir holen ein Bier oder einen Kaffee unter 4 Augen wieder nach. Und das, was du am Schluss auch noch gesagt hast, das ist mir sehr am Herzen. Weil ich habe das Gefühl, ich kann es vielleicht einfach reden, weil wir halt nur relativ gut arbeiten. Ich weiß auch nicht, was mit ist im Gewerbe, in einem Monat, 2, 3 ist oder in 10 Monaten. Vielleicht gibt es da einen Rückgang oder eine schwere Zeit, wo dann vielleicht weniger läuft. Und weil dann weniger investiert wird, weil man vielleicht schlechtere Saison hat oder einen schlechten Sommer oder halt kein Geld verdient hat die letzten paar Monate, die 2, 3. Und ich habe das feste Gefühl, wir können einander aus der Krise schaffen, jedem geben, die Region unterstützen, die Läden. Der keine Blumen bis jetzt hat, kauft dran, geht zum Coiffeur, geht zur Kosmetikerin und geht wieder über das Apero und über das Kaffee. Und dann glaube ich, kann man in ein paar Monaten zuschauen und jeder dankt dem anderen und sagt, super, wir haben es miteinander geschafft. Schön. Was ja eigentlich das Ziel so einer Krise ist und da bin ich sehr überzeugt, dass das geht. Cool. Danke vielmals, Ivo, gell? Sorge und bis bald. Merci dir, Michael. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.